Von der lesen wir die Geschichte Ein Geschenk für Tante Leina, genommen von Johannes 15, von Vers 9 bis 12. Janet wird dort beim Gedanken aus seinem Haus ging von der Schule. Sie will gern ihrer Tante ein Geschenk geben, aber sie hat meist kein Geld. Bloß 50 Cent. Dort wir alles, was sie hat. Sie weiß, dort wir nicht genug für ein gutes Geschenk. Tante Leina wie ihre Tante. Aber sie wie auch ihr Nachbar. Sie wohnt bei Janet über der Gas und Janet ging dort immer so erschein mit Artop seinen. Nu wird Tante Leina krank und kann nicht viel tun. Janet ging jeden Tag arbeiten, aber nu will sie gern noch ein Geschenk kaufen für ihr. Sie will haben, dass Tante Leina dort weiß, wo sie ergleichen dort. Von der wie ein so schöner Tag. Der Sonntag so klar, der Himmel wie so blau, und die Vögel singen so schön. Tante Leina wird dort so schön gehen und büten, satten und Terere trinken mit Janet und ihrer Mama taub. Sie gleich dort so büten zu schaffen in der frische Luft. Mag ihre Blumen in ihr Garten. Janet hofft so, dass Tante Leina bald wieder wird gesund sein. Als Papa naar huis kwam, werd hij dort bald aan dat Janet in Bett bedreigt wird. Ich wonder, wat die so schwer ist, sagt Papa. Kann ich die mit irgendwas helfen? Janet vertelt ihre Papa, wat Hart liegt. Papa hat voetsroet. Ich würde die kennen ein Bett Geld geben. Ja, sagt Janet. Aber dann ist das Geschenk nicht wirklich von mir. Ich will haben, dass Tante Leina weiß, wo gut ich sie. Und wenn ich bloß von dem Geld nehme, dann kommt das nicht wirklich von mir. Ich würde lieber, dass ich mir was Geld verdienen kann. Aber Tante Leina ist die einzige Tante im Dorf, die mir noch mal eine Arbeit gibt und mir dafür betont. Papa dacht ein paar Minuten über Janet ihre Problem. Weißt Janet, ein Geschenk wird nicht unbedingt gekauft. Du sind viele Geschenke, was du Tante Leina geben kannst, was du nicht darfst kaufen. Paulus sagt im Neuen Testament, habt einer den anderen seine Last tragen. Was glaubst du, was meint das? Janet dachte über ein Bett. Ich glaube, das meint, wir sollen andere Menschen mithalten, wenn die durch schwere Zeiten gehen. Das ist recht, sagt Papa. Vielleicht kann die ein Geschenk für Tante Leina erweisen, dass du was halten in ihrer schweren Zeit. Hab einer den anderen seine Lasten tragen, sagt Leina zu sich selbst, als Papa rütging. Ja, sei doch diese Krankheit wie eine Los für Tante Leina. Onkel Jacob wie mehrere Jahre gestorben und sie hatten keine Kinder gehabt. Nu wird Tante Leina ganz allein mit ihr Haus, in den ganzen Hof, in den Garten. Sie weiß, dass Tante Leina nicht viel Geld hat, aber sie betont Janet immer im Bett, wenn sie erhalten deit. Vielleicht können sie Tante Leina ihre Arbeit tun als ein Geschenk. Sie können dort Gras haben, die Blumen Futter geben, den Garten weiden. Sie wird auch keinen Bernen im Haus alles reinmachen. Und Tante Leina darf nicht betalen dafür. Das wird vielleicht viel mehr wert sein als ein gekauftes Geschenk. Sei wir sich hastig einig. Sei rand mutig rüt, zum ihre Papa fragen, als sie können gehen Tante Leina besiegen. Sie freut sich sehr, zum ihre Geschenk weggeben. Frauen, kannst du irgendwem, der du krank ist? Oder ist da eine alte Tante im Dorf, der du Haupt fehlt? Sind deine Mama und Papa sehr krank und kannst du dich halten, dort an dort alles leichter ist? Wenn wir nicht viel Geld haben, wie können wir ein Segen sein für andere Menschen? Wie können unsere Nachbarn, Freunde und Familie helfen mit ihrer Arbeit?
Wir können die Arbeit wahrlich und mutig tun, als ein Geschenk. Dort ist viel mehr wert als ein gekauftes Geschenk. Andere Menschen mithelfen gefällt Gott auch. Zum Utwendig lernen. Galater 6, Vers 2. Hab einer den anderen seine Lasten tragen und dadurch tun, was Christus sein Gesetz verlangt. Hab andere durch schwere Tiden. So, Herr Dankeschön.